Die Online-Racing-Duelle gehen endlich weiter hier bei Mario Kart 8 Online. Yes, Mann, der Michael, der ist back und zwar kämpft er gegen Kev aus Deutschland, David und Nicolas und Sid aus Frankreich und noch Dalton aus England, okay, war ein Königreich und noch einen Ami, alles klar. Ja, Freunde, willkommen zurück. Ja, ich weiß, was schon wieder eine längere Zeit ist im letzten Online-Paar, nicht nur Mario Kart 8, sondern allgemein online. Das hatte mehrere Gründe, wer da meine Infos geschaut hat, auch Specials und so, der weiß, dass es mitunter ein bisschen stressig war, wegen neuen PC, Hardware allgemein, sonstige Urlaubstendenzen, Gamescom, etc. etc. Einfach wieder alles zusammen, heilige Strohsacke, das war ganz schön knapp. Gut, ja, worum geht's heute? Es geht eigentlich vor allem um ein Thema und zwar die Rückkehr. Was macht der? Wow! Hat der gerade Feuerbälle hinter mir? Nö, nicht mehr. Passt da aus. Das ist der Feuermarsch. Ja, es geht vor allem um die Es geht vor allem um die Rückkehr. Heißt, kommt natürlich ins Online-Geschäft, sag ich jetzt mal so, weil sowieso als allgemein momentan sind eigentlich immer noch Mario Kart 8 und Dragon Ball Legend Blaze 2 eigentlich so die Online-Let's Plays, aktuell zumindest. Und ja, ich glaube, wie gesagt, schon länger nichts mehr. Das wird aber jetzt anders sein, denn aktuell stehen sowieso ja, generell eigentlich keine neuen Let's Plays an. Sprich, Dragon Ball Z Burst Limit ist das Re-Let's Play ist ja auch früher bereits. Ginge, wenn ich diesen Party auf den Dienstag, 19. August tendiere, müsste also gestern vorbei gewesen sein. Wow, Hilfe. Das gleiche gilt für One Piece Unlimited World Red, ist auch vorbei, zumindest nicht mal das erste. Oh, jetzt bin ich ein bisschen falsch geflogen. Wegen den scheiß Flammen. Ja, ansonsten, was gerade noch läuft, ist halt Risen 3, das wird sich noch eine Weile dauern. Ist sogar irgendwie der dritte Part online, mit dem natürlich bereits der vierte, stimmt. Obwohl ich bereits 15 Parts aufgenommen habe, also ja, da wird es sicher noch, wow, voll Lava, ist klar. Wird sich noch eine Weile dauern, es macht ja auch alles Spaß und so, und vor allem der neue PC, der läuft ohne irgendwelche Probleme, ohne irgendwie Hardware-Ausfall. Man könnte sein, dass irgendwie ein Gerät, eine Komponente, zum Beispiel der Prozessor, Grafikkarte, sonst irgendwas, einen Bug hätte. Wow, spinnt der? Könnte ja alles sein, war ist ja nichts irgendwie unmöglich und so. In der heutigen Welt nicht und ja, bin natürlich froh. Alter, was war ich hier überhaupt? Muss mich aufs Spiel konzentrieren, weniger aufs Quatschen. Alter. Ja, so, hätten wir das mal geklärt. Alter, wer klebt mir denn da am Arsch? Keine Ahnung. Oh, mein Arsch ist weg. Natürlich der Panzer. Nächstes Spiel, die kommen werden. Verdammt. So viel zum Arsch. Ja, also das nächste Spiel, was natürlich Let's Play, was kommen wird, also garantiert, ist Tales of Xillia 2, was in den nächsten Tagen ansteht. Ich glaube, irgendwie am Freitag werden wir mal den ersten Part bringen. Was geht natürlich auch bis dahin das Spiel überhaupt, was ich natürlich eigentlich hoffe. Ansonsten kommt ja noch Diablo 3 Reaper of Souls, genau, auf die PS4. Das müsste ich jetzt im 19. bekommen haben. Aua, Alter, schnell den roten Panzer. Klar, direkt drauf. Ey, ich habe das ganze Rennen übergeführt und dann so ein Quatsch am Ende. Alter, das hasse ich wie die Pässen. Das erste bekommst du immer nur scheiß Münzen, ey. Oh, so Nintendo, bitte, muss unbedingt fixen, was das mit den Münzen da vorne. Das bringt nix. In den Panzer, Banane, wenigstens etwas abzublocken, klar, aber scheiß Münzen da vorne, ja, Prost Mahlzeit dann. Ja, war stehen geblieben, genau, Diablo 3. Ich weiß nicht genau, ob ich da wirklich ein Let's Play draus mache, ob es ein On-Let's Play wird. Ich will erst mal das Ganze ein bisschen angucken, ein bisschen testen, die ersten 2-3 Parts, oder Videos, also sprich mal, ganz mal kurz rechnen, 3, 4, 27, sprich die ersten 80 bis 100 Minuten, erst ein bisschen testen und dann, ja, lade ich die Folge nochmal hoch und dann schauen wir mal, wie wir weitermachen, ob es wie gesagt irgendwie ein On-Let's Play wird oder was auch immer. Ansonsten, was steht denn sonst noch so an? Ja, ist ja eigentlich nichts, ist ziemlich ruhig. Das ist natürlich auch gut, sogar mehr vorbereiten. Anfang, also eigentlich ist es ja Mitte September habe ich angekündigt gehabt, von wegen das neue Naruto-Spiel und dann auch natürlich Hyrule Warriors. Das kommt natürlich, kein Problem. Was ich gerne am Anfang September auch machen würde, jetzt wo ein neuer PC läuft und alles, wo die Quanti ist, würde ich gerne auch noch die Sims 4 zumindest mal antesten, ja. Welchen Grund? Ganz einfach, Sims habe ich damals vor allem im ersten Teil, also Sims 1, erinnere ich noch gut daran, vor allem noch gezockt, Sims 2 und auch Sims 3 ging eher ein bisschen an mir vorbei. Und deswegen bin ich natürlich sehr gespannt auf Sims 4, das vor allem seitdem getan hat und ja, immer einfach mal ein bisschen Wunder, was da so abgeht. Natürlich auch, ob ich überhaupt noch im Sims-Fieber bin und so und deswegen
könnt ihr euch sicher so Anfang September, sprich am 3., 4. September rum, auf Parts von Sims 3 freuen. Was auch nicht für ein Scheiß. So, jetzt wäre es ein bisschen Mario Kart 8. Ja, ging ein Video, der Anfang zumindest mal ein bisschen für Info drauf. Das will ich auch künftig eigentlich für ja, speziellere Online... Wow, das ist knapp, das habe ich hinter mir gesehen. Speziellere Parts aufnehmen, schon mal gesagt, so etwas wie Michaels... Vilo kann man nicht schlecht sagen. Michaels Infos, Michaels Aktuelles, muss ich irgendwie einen besseren Namen dafür finden. Also einfach irgendwie um aktuelles Geschehen in der Gaming-Szene. Allgemein mir auch, Specials, künftige Let's Plays etc. Nicht, dass ich immer ein Infovideo mache, was sowieso gelöscht werden kann, weil es gar keine richtige Aussage hat. Also natürlich, Aussage natürlich schon. Und wenn halt die vorbei ist, dann ist auch das Video an und für sich eigentlich für den Arsch. Wenn man das Ganze in ein Let's Play verpacken kann oder irgendein Spiel dabei zocken, dann hat zumindest noch einen anderen Wert und kann auch künftig noch ein bisschen angeguckt werden. Also ist nicht irgendwie so, ja, sobald die Info da ist, aua, beziehungsweise sobald, hey, langsam gut. Sprich, sobald die Info dann auch eingetreten ist, das, wow, der Termin, das ein Video selbst, alter, scheiß Waluigi, hey, so. Nicht getroffen, ja klar. Dass das Video selbst irgendwie auch für den Arsch ist, das will ich irgendwie nicht, fände ich ein bisschen schade. Sag mal, was okay, ich fahre ein bisschen Scheiß, muss man zugehen, aber ich krieg ja ständig in den Arsch hinein, was soll denn das? Das ist doch nicht fair, Mann. Ja, deswegen neuer Plan für künftig, dass sicher mal Samstag, Sonntag bleibt da mit Wedge Blast 2 online. Also meine mal die restlichen, wie heißt das Teil schon wieder genau, wütende Seele, die Wedge Soul Combo, genau. Will noch zeigen, dass zum einen dann nachher halt mit Ranglistenmodus und so weiter machen. Ansonsten, was natürlich auch noch bleiben wird, ist Dienstag, Donnerstag Mario Kart 8 online! Verdammt. Ja, was war letzte? Ist klar, was für eine Scheibenkleine. Ihr könnt heulen, ja, tut's gerade für mich. Ja, also Dienstag, Donnerstag, Mario Kart 8 online fürs Erste noch, bis wir dann, ja, muss ich sagen, bis Hyrule Warriors das Ganze, ersetzen würde, aber nee, daraus wird ja nichts. Hyrule Warriors hat ja keinen Online-Modus in diesem Sinne, natürlich kacke. Das muss ich auch sagen, aber gut, was willst du machen, nicht wahr? Das Autobahn, nee, ist langweilig. So, Regenbogen Boulevard. Genau. Was jetzt noch kommen wird, dann vermutlich mal Anfang Oktober durch Super Smash Bros. Für den 3DS ersetzt. Und ja, wie gesagt, Dragon Ball Wedge Blast 2 noch, Wochenende. Und Freitags, wie gesagt, halt so Special-Videos oder halt... Ja, es kann sonst so irgendwie kommen. Neue Let's Test, Let's Shows, jetzt wo wir einen funktionalen PC haben, mit einer relativ guten Grafikkarte. Das Ganze auch sowieso kein Problem für künftige PC-Spiele und ja, einfach sonst mal gucken, was man sonst noch so machen könnte. Was ich auch noch überlegt habe, ist die Assassin's Creed, so jetzt geht's. Die Assassin's Creed 3 fortsetzen, Teil 4 habe ich irgendwie ausgelassen. Würde dann noch ein Let's Play davon kommen, vermutlich eher auf der PlayStation 4 noch, weil noch das Spiel zu haben dort. Bei Assassin's Creed Unity allerdings würde mich dann doch gerne auf den PC stürzen. Oh nee, direkt mit dem Flug, da muss das sein. Ja, wie gesagt, wir würden gerne das auf dem PC zocken. Weil jetzt, wo ich die Auswahl habe zwischen einem guten PC und Konsolen sowieso... Das war gemein. Ja, jetzt, wo ich die Auswahl habe, würde ich vermutlich schon sagen, ja, so PC ist dann wohl schon zu bevorzugen. Gut, eigentlich auch nur wegen der Qualität, weil ganz ehrlich, ich sehe sie da bei Reason 3, Titan Lords. Die Renderzeit jeweils, also sprich, Video aufnehmen, 20 Minuten für den Part, okay. Aber das Ganze noch rendern und nachher noch encodieren und so, sprich, bis fertig ist für YouTube. Ja, es dauert nur seine 2 Stunden. Alter, ich kann immer so gut drive mit dem Kart. Ganze teilen. Bye bye, genau. Der Upload dauert dann noch fast 2 Stunden, wenn es jetzt so 2 GB groß ist. Also, das ist halt die Kehrseite, weil man eine gute Qualität hat, ist dann dafür halt der Upload länger. Gut, ich meine, am Schluss sind es ja nur 2 GB groß, so maximal momentan noch. Aber dafür, Alter, wenn ich es aufnehme, also der Rohdatei nach dem Aufnehmen, die hat ja 50 GB, trotz allem. Juhu, Ach übrigens, welche Fragen, wenn Anno 14.0 für Venedig?
kann sein, dass dort auch noch irgendwie Zusatzparts kommen werden, weil ich habe es auf neuen PS auch getestet, mit Spielszenen übernommen, Spielständen übernommen. Nach meine persönlichen Daten und so, Spielstände, sprich persönlicher Profil, dankeschön. Es funktioniert alles problemlos, kein Problem. Sprich, ich könnte dort wirklich noch mal aufnehmen und gucken, ob wir nicht noch Lucius dort noch zum Fall bringen. Halt ohne die nervigen Grafikbugs und halt ohne ständige Abstürze. Obwohl ich gehört habe, dass eigentlich bei der Anno-Serie normal sein soll, weil es irgendwie Spiel abstürzen so. Es soll gar nicht jetzt an meiner Grafikkarte liegen oder nicht nur in einem Prozessor oder sonst irgendwas. Es könnte wirklich am Spiel selbst liegen. Ja, Prost Mahlzeit dann, ey. Mein Spiel ist schon relativ alt und so und gibt natürlich schon diverse Patches dafür und das immer noch nicht hingekriegt hat. Wow, das war jetzt aber arschknapp. Hingekriegt haben, dass das Spiel einigermaßen läuft. Ich meine, sorry, aber was soll denn das? Naja, was soll's? Ich muss irgendwie ein bisschen besser fahren, sonst ist das ein bisschen scheiß für einen Eröffnungsplan. Also, ja, ich bin back und so. Sieht momentan ziemlich kacke aus. Ja. So wie man dazu, zumindest relativ stabil bis jetzt an die Verbindung. Ich habe vorhin noch Testaufnahmen, nach einer Fahrt direkt raus gewesen. Das war natürlich weniger schön. Hello, was ist denn dort viert? Och Mann, ey. Ist er total scheiße, Mann. Ja. Aber wie gesagt, wenn wir mal zu den aktuellen, was bei mir noch so ansteht und so. Was ist eigentlich sonst noch so aktuell bei der Gaming-Szene mit mir gerade so los? Abgesehen natürlich von neuen Spielen kommen werden. Und sonstige Spiele, die ich noch so auf der Platte durch gerne zocken würde in erster Zeit. Ja, also die Metroid-Saga habe ich schon mal erwähnt, so von wegen Super Metroid und Metroid ADM. Hätte ich jetzt eigentlich eher ein bisschen Bock auf Super Metroid, weil das Spiel, wie gesagt, kann ich jetzt gerade ein bisschen und gerade erstmal zu 100% durchgespielt. Irgendwie ist natürlich die Lust nochmal das Ganze zu zocken, das zum einen, zum anderen wird es noch relativ schnell gehen, jetzt im Vergleich zu Metroid ADM. Würde, glaube ich, ein bisschen länger dauern und wie gesagt, ich suche da irgendwie noch so einen würdigen Platz, als ich jetzt mal war. Bis dann Anfang September, dessen Parts zu die Sims 4 kommen und dann halt, Mitte September dann zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution und dann natürlich ein paar Tage später, also eine Woche später glaube ich, offiziell zu Hyrule Warriors. Yeah, Mann. Aber andererseits, irgendwie habe ich auch schon lange angekündigt gehabt von wegen Yu-Gi-Oh! Ich gerne was zocken, also das zu Yu-Gi-Oh! Ich kann es noch aussprechen. Yu-Gi-Oh! 6, ne, wäre die deutsche Übersetzung, ja. Offiziell heißt es wirklich Yu-Gi-Oh! Seed oder Yu-Gi-Oh! Ziel. World Duel Carnival. Ja, einfach den neuesten Teil von 3DS. Davon jetzt, wie gesagt, 4 Parts gehen wir ein bisschen vorbereiten. Wie auch das meiste im Spiel aussieht, weil ganz ehrlich, wenn ich 4 Videos mache, 24 Minuten, man kann es echt so drehen, dass es meist im Spiel seht, in diesen 4 Parts. Bei einem ganzen Spiel. Ja, das ist natürlich lustig, wa? Genau, also die 4 Parts kommen sicher noch, die in den nächsten Tagen. Ich habe schon geplant, eigentlich bis Ende August, dass ich die noch aufgenommen habe und noch gebracht habe. Und dann wirklich noch Zeit habe, sagen wir so 2 Wochen, bisschen mal. Also wie gesagt, weil die Sims 4 und Diablo 3, die sind noch ein bisschen testweise, kommt jetzt wirklich als Let's Play, On-Let's Play raus oder was auch immer. Wir sind noch nicht so fix, aber ja, halt so Yu-Gi-Oh! 5Ds vs. Arcade, hätte ich echt Bock drauf, das mal wieder zu zocken und zu Let's Playen. Beziehungsweise natürlich wieder zu zocken und zum ersten Mal zu Let's Playen. Das würde aber von der Länge her, so 2-3 Wochen lang, wird das noch gut reinpassen. Yay! Also ich denke, mehr als 40 Parts brauchen wir nicht, weil wie gesagt, ich habe da funktionierende Decks und so ein paar, die ich halt zeigen kann. Die Story, wenn du halt ein bisschen das ganze Intus hast, ist das spannend und so, aber mit 40, 50 Parts müsste ich die Story von World of Arcadia durchhaben. Wobei, man soll es nicht unterschätzen, man hat ja auch gesehen bei Master of the Cards, war ja im Grunde genommen so im Rückblick auch eher ein bisschen langweilig mit der Story, aber halt die Duelle, hey, also ein Duell kann dann schon mal einen ganzen Part lang dauern und deswegen, wenn sie einfach sagen, ja, 40, 50 Parts, sprich 40, 50 Duelle, ja, kann funktionieren, kann zu wenig sein, kann zu viel sein, es ist alles möglich. Oh, muss das sein? Wieso? Mir kann es nicht liegen, ich habe eine super Verbindung. Ich habe sonst nicht so, also gerade hochladen so, ist alles supi-dupi. Ach Menschenskind, ey Leute, ganz ehrlich. Ja, hi.
Zumindest ist der hier ganz locker flockig drauf. Das kommt sich manchmal so an hier im Spiel. Tja, und sonst, wie sieht es bei euch so aus? Gibt es von der Gamescom her gerne ein paar Spiele, auf die ihr gerade richtig Bock drauf habt? Oder denkt ihr, ja, August, September, sowieso eine Zeit, generell halt Sommerpause war, wo nicht viele interessante Spiele rauskommen? Natürlich, auf welche Spiele freut ihr euch generell am meisten und halt welche bei mir vor allem? Was kann ich sonst so anbieten? Ich überlege, ja, wie gesagt, Dragon Ball Spiele ist halt immer so eine Sache. Ideen viele, meist fehlt ein bisschen die Zeit dafür und jetzt muss ich zuschauen, war ganz toll. Du bist beim nächsten Rennen dabei. Beim Mushroom Cup, dem Pilz Cup. Ja. Der hat definitiv ein paar Pilze zu viel Intus. Oh Mann, ey, wie kann man bloß so verzierte Augen haben? Hallo, hallo? Ja, überlege, aber sonst haben wir gerade nichts anderes ein, was ich noch so auf der Platte habe, hätte, könnte, wie auch immer. Nö, wie gesagt, sonst ziemlich ruhig. Sonst, wenn wir sowieso gerade hier im Hintergrund, oder im Vordergrund, am Zugucken sind, kann ich einmal ganz kurz bei meinem Shop vorbeigehen, sprich dort, wo ich halt meine meisten Games und so bestelle, im Online-Shop und mal gucken, was sonst so ansteht. Okay, Diablo 3, ja, Versand heute, schön. Tales of Xillia 2 die Woche, Sims 4, Naruto, World Warriors, Super Smash, Assassin's Creed, Bayonetta 2, ach hier, da war ja auch noch was. Bayonetta 2 kann ich ganz kurz erwähnen, ja, also grundsätzlich das Spiel, also die Demos und so mögen mir durchaus so gefallen, das ist kein Problem. Natürlich so, es ist, ja, Bayonetta 2, sprich es ist ein Nachfolgetitel. Und Bayonetta 1 ist auch dabei, jetzt ist nur die Frage, was mache ich jetzt? Ich habe Bayonetta 1 nie gezockt, nie Let's Played. Muss ich eigentlich jetzt Bayonetta 1 zocken? Nur, wenn natürlich so ein Spiel rauskommt, wäre es eigentlich doof. Ja, ne, was heißt doof? Wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig so rüberzubringen. Ne, also eigentlich müsste man ja dann das neue Spiel, sprich Bayonetta 2, weil das ein neu ist, das andere Bayonetta, auch wenn es dabei liegt, und ich einen super Zug von Nintendo finde, ist eigentlich einfach nur ein Remaster, ein HD halt, wa? Mit dem ja vermutlich nichts Neues. Und von dem her, wenn du einfach so denkst, ja, eigentlich müsste ich zuerst bei Bayonetta 1 sagen, damit das storymäßig und so nachvollziehen kann, aber andererseits wartet die Welt ja auf Bayonetta 2, oder? Es wartet ja auf den Nachfolger, nicht auf den alten Case zum Let's Playen. Also müsste ich ja theoretisch Bayonetta 2 Let's Playen und Bayonetta 1 privat zocken, damit ich da zumindest teilweise nach etwa 10, 20 Parts auch ein bisschen einen Überblick habe. Ja, wie gesagt, das ist alles ein bisschen unterschiedlich, schwierig auch für mich selber als Let's Player. Was ich noch ein bisschen machen soll, und generell Bayonetta 2 kommt ja Ende Oktober, das ist so eine Zeit mit Assassin's Creed Unite, und generell so Spiele, die dann laufen werden. Super Smash Bros. 3DS, wo andererseits Hyrule Warriors ist bis dahin sicher durch, wobei dann kommt ja Legend of Zelda Twilight Princess, was ich zocken will. Und ich habe seit letzter Zeit auch Bock auf irgendwie auf Spirit Tracks. Wieso, keine Ahnung. Und dann kommen neue Pokémon-Spiele ja im November, sprich Alpha Sapphire und Omega Rubin. Natürlich auch etwas nach. Ja, Super Smash Bros. Wii U im Dezember, also Winter vermutlich bis jetzt. Wir haben das neue Dragon Ball, sprich Xenoverse, das wartet scheinbar noch bis März 2015. Alter, März 2015! Dauert's noch! Was soll denn das? Und dann kommt es trotzdem in die PS3 und Xbox 360 auch noch raus. Klar, für PS4 und Xbox One, Entschuldigung. Natürlich auch, aber trotzdem, dass für die alten Konsolentitel auch noch kommt. Ja. Weiß ja auch nicht so. Na gut, aber das gerade mal so aktuell aus meiner Szene, was gerade so abgeht und ja, was halt so in nächster Zeit noch vorhabe, beziehungsweise kommen könnte. Und ansonsten lasst euch überraschen, wa? Wie es so schön heißt. Jetzt habe ich erstmal volle Konzentration hier aufs Spiel. Ach ja, generell muss ich sagen, haben die Entwickler hier bei Mario Kart 8 gute Arbeit geleistet. Vor allem gibt es bis jetzt, glaube ich, noch keine Strecke, wo man irgendwie cheaten kann. Ihr wisst ja, bei Mario Kart 7 von 3DS kann man irgendwie bei der einen Strecke, weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, aber man konnte dort halt cheaten. Das haben wir dann mittlerweile mit dem Bug auch irgendwie behoben und so, aber trotzdem, hier haben wir scheinbar bessere Arbeit geleistet. Hier gibt es das noch nicht.
Dann denke ich, aber diverse Wii-Titel auch noch, wo gewisse Probleme hatten. Zum Beispiel bei Twilight Princess, wobei war bei Gamecube-Version auch so. Dass irgendwo beim Spiel selbst mal eine Szene, also ein Storyverlauf, eine Szene gab, wenn man dort abgespeichert hat. Und irgendwie etwas gemacht hat, womit die Entwickler nicht gerechnet haben. Sprich, irgendwie zurückgegangen sind oder vorgegangen sind, in eine bestimmte Person gequatscht haben, dann gespeichert haben. Dann kann man nicht mehr weiterspielen. Wenn ihr das Spiel verbuggt, kann man nicht mehr raus und so. Ja, natürlich Kacke hoch 10. Muss irgendwie das Spiel neu, ja, Spielstand neu laden. Also sprich komplett von vorne, 100%. Also ja, von Null an wieder beginnen. Und Nintendo einschicken oder... Nee, war schon alles. Aber Skyward Sword war das gleiche wieder, war das mit dem Bug. Habe ich auch beim Wii Let's Play... Nee, Moment, stimmt gar nicht. Beim 6 Hertz One Let's Play zum Heldenmodus, aber hat also gezeigt, ja, wie man dort den Bug auslösen und umgehen kann. Ja, aber das endlich mal geschafft, ey. Unglaublich. Und bei Major ADM war es ja auch so, gab es auch so einen merkwürdigen Bug, der war auch so ähnlich, wenn du irgendwie was falsch gemacht hast, also sprich, durch eine Tür gegangen bist, nicht mehr zurückgegangen bist. Hey, kann man ein bisschen anders, wenn du zurückgegangen bist, statt vorne und hast abgespeichert und dann bist du nicht mehr rausgekommen aus dem Raum. Irgendwie so war das, dann muss ich mir einfach sagen, okay. Bugs können passieren, aber dann relativ schnell bitte eine Lösung anbieten, wa? Als Skyward Sword ging das ja, das kam relativ flott danach, der Bugbeheber, der Patch. Aber bei Twilight Princess, ich meine, das Spiel erschien ja auch für die Wii, wa? Und mit ADM, also ich kann mich täuschen, aber ich wüsste nicht, dass da bis anhin in den Patch erschienen wäre. Ja, das ist halt so Dinge, wo man sich sagt, ja, okay. Trotz intensiver Testphasen so ist natürlich doof und so. Das Spiel denkt sich, ah, scheiße, Mann, was haben die verbrochen da? Trotz allem, sowas kann passieren, aber dass ein Nintendo oder ein Entwickler einfach sagt, ja, nö, wir liefen da keinen Patch und so. Also Pech gehabt, oh, danke schön, dass du auf den Fehler aufmerksam gemacht hast. Aber sonst Pech gehabt, sorry. Nee, das geht einfach nicht. Und damit sind wir auch schon am Ende hier bei Mario Kart 8 Online, mal 20 Minuten rum, ein bisschen länger sogar. Nein, mit einem kurzen Aussenden und so. Sind aber viele ja, langsamer sprechen, Michael. Es sind wieder mal viele Informationen gefallen meinerseits. Ich hoffe, es war trotzdem für euch einigermaßen spannend, interessant, nicht irgendwie zu irritierend. Und wenn wir sagen, bis zum nächsten Mal hier wieder bei Mario Kart 8 Online. Wenn nichts dazwischen kommt, dann wie gewohnt Dienstag und Donnerstag, zweimal pro Woche neue Let's Play-Folgen zu ja, Online-Modus und dann halt auch noch die restlichen Online-Parts momentan noch Dragon Ball Legend Blaze 2 online, auch Samstag und Sonntag. Jede Woche. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.